Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movilusion. Mein Name ist Corby und heute mit dabei der Kane. Hi Kane! Habe dere. Du Mensch, das ist ja Zufall, dass wir uns hier treffen. Hast Bock, dass wir über einen Film schmatzen? Ich sag, wenn wir schon da sind, dann warum nicht? Ja, cool, dann such dir was aus. Also, ich darf jetzt einfach mal über Pick reden, den neuen Nicolas Cage-Film, den Leo 9 jetzt veröffentlicht hat. Ah, ja, hast du den gesehen? Zufällig habe ich den auch gesehen. Da Himmel auch schon zu jetzt sind wir gerade noch zufällig unterwegs, brutal. Ja, Mensch, der Pick, der ist am 19. November, glaube ich, rausgekommen. Also wir sind ein bisschen spät dran mit der Rezession dazu, für das uns Leo9 dankbarerweise hier einen Screener zur Verfügung gestellt hat. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns gedacht, bevor wir irgendeinen Post raushauen oder einen kurzen Achtzeiler, machen wir doch einfach eine Podcast-Folge drüber. Und ich meine, Nicolas Cage, wenn der mal wieder einen guten Film rausbringt, dann lohnt es sich da auch natürlich drüber zu sprechen. Tätig sagen, ja. Kani, magst du vielleicht die Handlung ein bisschen erklären? Kann ich probieren. Also, jetzt pass auf. Bei Pick, der Nicolas Cage spielt an Robin Feld, oder beziehungsweise heißt er einfach nur immer Rob, und wohnt irgendwo draußen im Holz, ganz allein mit seiner Sau, mit seinem Trüffelschwein. Übrigens, mein Lebensziel, auch irgendwann einmal ein Hausschwein zu besitzen, da bin ich immer schon ein bisschen neidig, ist ja ultra putzig, das Ding. Lebt er zurück, ist voll so mit Sattelbart und voll verwildert ist er. Ja, und rumpelt da übereinander und sucht Trüffel mit dem Schweinchen, die tauscht er dann gegen Waren beim Amir, bekannt aus Hereditary. Und irgendwann auf Nacht geht er dann heim und das Schweinchen hat sein eigenes Bett neben ihm und dann schlafen sie und dann brechen bei ihm ein paar so Wichser ein, schlagen ihm über die über und klauen ihm das Schwein. Und dann beginnt die wilde, in Anführungszeichen, wilde Hetzjagd, dieses Schwein zurückzuholen. Und vielleicht denkt man sich, das hört sich ein bisschen nach John Wick, gerade mit Schweinen statt Hunden an. Aber ja, es wird nicht so actionreich sein. Aber dazu später mehr, oder Corby? Ja, was heißt später? Da können wir eigentlich gleich drauf eingehen. Genau, dann machen wir es so. Vielleicht ist der ein oder andere schon mal über das Poster zu Pick drüber gestolpert und hat sich gedacht, boah, wenn das der Nicolas Cage ist, das schaut nach einem echt düsteren, entweder Horrorfilm aus oder vielleicht, wenn man dann auch was über die Handlung erfährt, klingt ansatzweise ja vielleicht noch nicht Maniac, sondern Mandy. Und tatsächlich, ich bin auch mit der Erwartungshaltung an den Film gegangen, dass ich mal gedacht habe, der macht jetzt da so einen Rachefeldzug wie bei Mandy und metzelt da irgendwelche Leute nieder, nur wegen dem Schwein. Ja, aber du hast ja mit deinen sarkastischen Andeutungen schon es preisgegeben. Naja, so spannend wie gleich am Anfang mit der Aktion, wo es das Schwein holen, so spannend wird's eigentlich dann auch gar nicht mehr. Also es gibt einmal nur eine Szene, da merkt man, okay, der Nicolas Cage, sein Charakter, der Rob, ist ein ziemlich harter Hund, weil er sich einmal verprügeln lässt und auch durch den ganzen Film durchgelaufen, ohne dass er sich einmal mal duscht oder wäscht. Also da bei der Schweineentführung, da wird er ziemlich hart niederknüppelt und liegt er dann in der Früh in seinem eigenen Blut. Und das wischt er sich den ganzen Film aus auch nicht einmal weg. Ja, er ist aber ein doch sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr, sehr ruhiges Filmdrama. Also zumindest ab dieser Anfangssequenz und dann vielleicht noch bei der Prügelei wird er immer ruhiger. Mhm. Oder, weiß nicht, hast du das anders wahrgenommen? Oder so wie ich die kenne, weil eigentlich ist es ja für die völlig untypischer Film. Mir überrascht es ja ehrlich gesagt, dass du mit mir darüber reden wolltest. Ich rede mit dir über alles, außer über künftige Dokumentationen und über Fraktus auch nicht. Das macht der Mike. Warum? Ich kann nicht mit mir über Fraktus reden. Doch, möchte doch der Mike. Hat er doch in Folge 100 vor Zeugen, vor Publikum, hat er das mit dir ausgemacht. Ja, aber er redet sich nicht mehr. Ständig schreibe ich ihn drauf an und dann wechselt er am Ende noch die Handynummer. Er ist ein richtiger Wichsbeutel, gell? Aber zurück zu dem anderen Pick, über das wir gerade reden.
Ja, ich glaube, das auch, weil du vorher gesagt hast, man geht da so mit einer Einstellung auf den Film zu, jetzt wird da fette Rache-Action oder selbst. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, was man hat. Also da, wenn ihr bei dem Film anschaut, dann seid ihr euch bewusst, das ist ein Drama und überhaupt nichts Großartiges mit Action und Anschießen und großartige Kämpfe oder sonst was. Der ist so krass ruhig, der Film. Und ich bin halt da mit der völlig falschen Erwartung eingegangen an den Film, weil ich weiß nicht, wenn ich es sehe, dann habe ich einfach gemeint, das muss so sein, das kann gar nicht anders sein, was sollen sie uns verzeihen? Und am Ende, weiß ich nicht, dann kocht er für die Leute und dann kriegen sie Erinnerungen, dann habe ich gesagt, was soll das jetzt? Jetzt haben wir bei Ratatouille aber mit Asoziale statt mit Raten. Also, das war, aber, ja, das ist, das, ab dem, ja, das mit dem Zuhauen, das ist, glaube ich, so die letzte großartige, actionreiche Szene gewesen. Danach geht's los ans große Zutaten sammeln. Kommst du vor wie in einem Spiel, schickst du einen von deinen Charaktere los und musst verschiedene Zutaten sammeln, damit dann der Nicolas Cage ungeduscht, stinkend, dreckig in der Luxusküche was kochen kann. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, was soll das alles? Also, ja, war nicht so ganz meins, muss ich sagen. Ich war positiv überrascht über diesen Wechsel. Ich habe jetzt zwar auch darauf eingestellt, sowas zum Singen wie bei Mandy, weil Mandy hat mir auch gefallen. Mhm. Aber als ich dann gemerkt habe, okay, das geht ja doch eher so in die Richtung Selbsterkenntnis oder Akzeptanz der Vergangenheit und sowas, habe ich mir gedacht, okay, ja, bin ich schon auch der Typ, der sich auf sowas gern einlässt. Und ich glaube, es war irgendwie Sonntag in der Früh, mal wieder, wo ich mal den angeschaut habe. Und da hat der von der Stimmung her schon ziemlich gut passt, wobei ich auch sagen muss, so ganz schlüssig war für mich dann die Handlung, genau mit dem, was du gesagt hast, mit dem Zutaten sammeln und dann am Ende in der Luxusküche dem vermeintlichen Dieb da so ein Essen präsentieren. Das hat für mich alles dann nicht so ganz zusammenpasst. Ja, das war alles komisch. Das Ende, es gibt ganz viele Rezessionen, die sagen, das ist der beste Film des Jahres, und da muss ich dazu sagen, okay. Dann hast du keinen anderen Film gesehen, ja, keine Ahnung, da gibt's schon deutlich stärkere Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe, und okay, man kann viel rein interpretieren in dem Film, und ja, der Nicolas Cage ist mal wieder in einer Rolle, die er sehr gut verkörpern kann, aber da muss man mal Hand aufs Herz legen und sagen, diese Charakterrolle hat jetzt nicht so viel Dialog, hat jetzt auch nicht so viel, wie soll ich sagen? Er muss eigentlich nichts tun, außer die ganze Zeit lästig schauen. Genau. Also er muss nichts tun, aber er muss diesen gebrochenen Menschen spielen. Und wenn man das jetzt vergleicht mit der schauspielerischen Leistung vom Phoenix da von Joker, also Leute, da ja, der Cage hat da wahrscheinlich schon sein Geld verdient an dem Film, aber langsam gehen und Base schauen und mir ein paar Monate lang einen Bart wachsen lassen, dann lasst mir bitte einmal auf die Nacht zum Saufen gehen, dann bin ich am nächsten Tag verkatert, dann spüre ich genauso. Genau, so wie halt. Ich hoffe, du hast da nach wie vor so wie er überall Blut im Gesicht. Ja, Logo. Ich habe sogar wirklich Blut, ich habe mir gesehen mit dem Finger geschnitten, also. Super. War gar nicht so abwegig, ja. Aber da machen wir dann eine extra Folge drüber. Ja, also, genau. Aber schauspielerische Leistung, da fand ich ehrlich gesagt die schauspielerische Leistung von Alex Wolff, den du ja vorhin schon angeschnitten hast, die man aus Hereditary. Aus ich kann es nicht aussprechen. Ja, das hat schon passt. Sag ich, find wieder irgendein Wort. Dem anderen Film von Midsommar. Jetzt halt, genau. Und aus Jumanji kennt man auch, da spielt er den Spencer. Scheiß Jumanji. Da fand ich die schauspielerische Leistung ehrlich gesagt nur beeindruckender. Und auch da ist beeindruckend schon wieder so viel gesagt. Denn seine Rolle hat halt auch nicht so viel hergeben für das. Also das war... Ja, wie gesagt, ich bin nicht, ich weiß, ich habe auch gesehen, dass der überall im Mords die krassen Wertungen kriegt und recht gefeiert wird, aber ich bin auch irgendwie ein wenig, stehe da am Schlauch, warum? Weil ich mag bei dem Film, muss ja da ehrlich sein, dass ich hab mir das dann irgendwann ab der Hälfte noch gedacht, nein, ich kann zwar jetzt irgendwas interpretieren, aber ich habe einfach keine Lust, dass ich großartige Interpretationen da eine hau, wenn ich am Nicolas Cage zuschaut, wie er Feuerletten, saulästig, sein Facke sucht. Das interessiert, weiß ich nicht, das ist nicht mein Thema. Ja, wenn er halt dann irgendwie durchgehend Spannung immer wieder aufbaut, aber das passiert halt dann ab der Hälfte vom Film wirklich null.
Gar nicht mehr. Nix, nimmer, da war echt nichts mehr da. Und dann die ewig lange Szene in dem Restaurant, wo er seinem ehemaligen Lehrling, sag ich jetzt einmal, dann groß einen Kopf wascht. Und ich denke, ja, das interessiert mich aber halt einfach alles nicht. Das ist alles so, ja, ich verstehe das nicht, warum der so krass überall abschneidet, aber ja, andere Leute, andere Sitten, oder wie heißt das? Ja, oder vielleicht war es einfach auch diese falsche Erwartungshaltung, die wir beide gehabt haben, als wir es uns angeschaut haben. Die ist sicherlich ganz falsch schuld, ja. Wenn mir jetzt jemand sagt, okay, stell die bitte nicht auf einen Actionfilm ein und es ist ganz, ganz, ganz weit weg von Mandy, sondern es ist ein Filmdrama und man sollte sie vielleicht, das habe ich da dann glaube ich, im WhatsApp geschrieben, wenn ich jetzt gewusst hätte, was auf mich zukommt, hätte ich mir mit einem Glas Wein vor dem Fernseher hingesessen und nicht mit dem Schweiners. Nicht mit dem Schweiners und hätte es dann so ein bisschen auf mich wirken lassen. Aber ja, war halt nicht der Fall. Ja, und ich müsste eigentlich als Hausschwein-Fan, Minischwein-Fan, müsste die eigentlich voll abgeholt worden sein. Aber dann war das Facki gerade kurz dabei. Was soll das? Ich hätte viel lieber viel mehr von dem Facki gesehen. Aber du hast ja doch vielleicht auch diese Liebe vom Rob zu dem Schwein teilen können. Also, oder nur besser verstehen können, warum das so ist. Das habe ich verstanden, da war ich dabei. Ich gesagt, ich, wenn mein Hausschwein hab, das dann Wammerlsepp heißt, und das klang irgendjemand an, dann werde ich noch ein paar andere Schweine kaufen und die trainieren wie bei Hannibal. Jeder, der es gesehen hat, weiß, was dann passiert. Ja. Vielleicht noch ein bisschen, auch wenn du schon im Vorfeld zu mir gesagt hast, ganz so viel über den Rahmen brauchen wir nicht reden, und da gibt es einen guten Grund. Es gibt nicht so viel über den Rahmen zu reden. Ja. Es ist ein Filmdebüt von Michael Sonorski. Da sind wir jetzt wieder bei dieser Erwartungshaltung. Wenn halt jetzt die Leute schon sagen, es ist der beste Film des Jahres, der gute Herr Zanorski, was soll der von sich denken? Da ist ja dann immer viel Spielraum nach oben hin, wenn der jetzt schon meint, es ist der beste Film, den er einfach gemacht hat. Leider. Ein kleiner Höhenflug wie gleich. Ja. Spinnst nicht so, Mann. Ja, so ist er ja, man muss ja sagen, also es ist jetzt gerade, was mir nicht gefangen hat, war halt einfach die ganze Geschichte, aber handwerklich, Score, Sound technisch, das ist ja alles super gewesen, da kann man sich überhaupt nicht beschweren, es hat geil ausgeschaut, eine coole Battle gehabt, aber mir hat halt einfach mit der Geschichte, ab dem Moment, wo dann wo der komische, was war das, so Bumfights-Verein unten im Keller, ab da war es dann für mich eigentlich gar, dass sie irgendwie großartig was rührt, weil mich das eben nicht interessiert, wenn er dem Typen eine Geschichte erzählt im Restaurant, wenn er den anderen losschickt zum Zutaten sammeln und dann eben Ratatouille-mäßig dem anderen aufkocht. Das war für mich dann einfach, was willst du? Das hast du aufgeschrieben, oder? Da steht jetzt auf dem Zettel, Pick ist gleich Ratatouille mit stinkendem Nicolas Cage. Nein, ich hab wirklich, als ich fertig war, weil ein Kumpel da gefragt, wie war er? Und dann so, ja, keine Ahnung, am Schluss hat es ausgeschaut wie Ratatouille mit Asoziale. Ich habe jetzt vorhin noch gesehen, der Film ist ja jetzt Mitte November, am 19. November rausgekommen, also jeden, der jetzt doch ein bisschen gehuckt ist und der Bock hat mal, also so viel kann man schon sagen, es ist ein gutes Filmdrama, weil er mich zum Schluss aussieht, halt, zumindest was da menschlich passiert, schon berührt hat. So viel möchte ich schon mal dem Film zugute halten, aber es ist jetzt nicht der beste Film des Jahres. Jedenfalls, was ich sagen wollte, er ist ja am 19. November rausgekommen und hat bei uns FSK 16 Freigabe bekommen. Mhm. Liegt wahrscheinlich daran, dass der gute Mensch die ganze Zeit mit seinem Blut da im Gesicht umeinander läuft. Wahrscheinlich, ja. Keine Ahnung. Weil ansonsten, ja gut, die Schlägerszene wird es wahrscheinlich sein. Ach so, kann man dann 12-Jährigen nicht davor sitzen? Ja, ich glaube, dass das nicht so kurz Battle vermittelt für 12-Jährige, dass du für Geld Penner verprügeln kannst. Ah Gott. Ja, schön. Aber hat die das nicht, also gibt's irgendwas, wo du jetzt mal sagen kannst, okay, das hat die in dem Film schon berührt oder emotional gehuckt oder wo du jetzt sagst, sag ich gehuckt wenn ich jetzt zum Vergangenheitskani sagen kann, ey du, das ist kein Actionfilm, das ist ein Drama, schaust du trotzdem an? Ja, dann da ist schon anschauen, aber also ich kann das absolut nachvollziehen, wenn dein Tier, mit dem du lebst, auf einmal weg ist, dass du da halt dann alles dafür tust, dass du es wiederkriegst. Aber das kann mir, also so die Gefühle, die er dann für die Schweinel hat, das weißt du jetzt auch nicht, das kann man auch nicht so krass rüber, finde ich. Da hat er mich nicht abgeholt. Du hast wieder nicht aufgepasst. Das kann auch sein. Es geht ja nicht nur um das Schwein. Haben wir wieder einen Kopf in der Chipstüten drin gehabt, als das alles passiert ist und ich habe nichts gesehen. Ja. Klassischer Mike.
aber diese Auflösung, und ich versuch's dann so zu erklären, dass das jetzt nicht unbedingt der Spoiler ist, die möchte dann ein Fazit geben. Hast du sonst irgendwas, was wir großartig über den Film jetzt noch schwadronieren sollen, bevor wir in der Luft zerrissen werden von unseren Kritiker-Kollegen? Ich sag mich nicht mehr als Kritiker, also habe ja keine Kritiker-Kollegen. Doch. Hau ab jetzt. Was, bis an der seriöse Filmseite. Oh Gott, das ist mir auch, wenn das sowas sagen sonst. Nein, weil wer so wirklich, sag ich jetzt mal, von dem ganzen Rahmen her, ist eigentlich schnell erzählt. Deswegen habe ich da jetzt auch nicht mehr großartig was dazu. Wir können eigentlich schon langsam in Richtung Tops und Flops kommen. Ja, dann verzeih, was hast du denn für Tops und Flops? Ja, mein Top ist natürlich, wenn der ein Minischwein also ein kleines Schweinl umeinander rennt. Das ist mein absolutes Highlight, weil ich einfach, wie gesagt, ich finde fucking voll geil und weil ich selber ein bisschen ausschaue wie der Sau, bin ich da gleich gehuckt, wie du sagen darfst. Und mein Flop war einfach dann das Finale. Das war für mich dort, weil ich mir dachte, was soll jetzt das? Warum? Was soll, ich verstehe es nicht. Er kocht jetzt und dann hat er seine Emotionen wie bei Ratatouille. Es war voll Ratatouille-mäßig. Das war mir zu dumm. Das war mir einfach zu blöd. Ja, aber klar, da wo er den emotionalen Zusammenbruch gehabt hat und ganz zum Schluss aussieht, wo er dann auch wieder in seine Hütten drin ist, hat die das dann, weil das ist ja eigentlich das richtige Filmende. Ja. Da warst du weg, oder? Da habe ich wahrscheinlich schon in den Ofen eingeschaut, ob das Schweiners schon braun ist. Oh. Nein, ich sag kein Schweiners nicht, ich bin Vegetarier. Also bei mir sind es aber ein paar andere Sachen. Und zwar einmal Flop ist ganz eindeutig die Konfrontation mit den Kidnappern, dass er da nichts tut. Also, wo ich mir dann gedacht habe, Alter, die Kollegin da von dir hat dir gerade erklärt, dass diese zwei Wichser dein Schwein geklaut haben und du tust nichts. Ja. Du stehst einfach nur da. Du stehst bei denen in deren fucking Trailer und du tust nichts. Das haben wir auch gedacht. Wenn jetzt wenigstens mal eine kleine John Wick Action-Nummer kommt, fahren wir jetzt wenigstens was Sauteppen. Ja, und dann ist es irgendwie vollkommen okay für alle so, ihr habt zwar das Schwein geklaut und ihr zeigt jetzt eine wirkliche Reue, aber dann suchen wir halt weiter. Okay, alles klar. Danke. Das fand ich auch bizarr. Ja. Und mein Highlight von dem Film ist der Schluss. Und zwar das, wo er dann die Kassette einlegt und dann der Coversong von I'm on Fire, im Original von Bruce Springsteen, gesungen von der Cassandra Violet, abgespielt wird, weil das echt nochmal so der Moment ist, wo man dann realisiert, okay, es geht schon um das Schwein, aber es geht um, so, jetzt, Kim, du hast einmal die Chance. Hä? Ach, geh leck. Um seine Frau. Ja. Genau, um seine tote Frau. Und, das ist ein guter Satz, oder? Wir werden die Frau ausgeschaut haben, wenn es mit der Sauer sitzt. Nicht sehr schmeichelhaft, Leute. Ja, und da sieht man halt dann nochmal als Zuschauer, wie er das Ganze halt dann verarbeitet oder verarbeiten will und warum er eigentlich da draußen ist. Und ja, ich hoffe, ich habe damit nicht zu viel gespoilert, aber das fand ich einfach schön und das hat mir gefallen und auch den Song finde ich cool. Ja, das war mein Highlight. Also deswegen habe ich dann dir ja auch geschrieben mit einem Glasl Wein, da die man den Film auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Aber es war halt eine völlig falsche Erwartungshaltung. Das ist das Hauptproblem, ja. Also wirklich hier nochmal Info an alle, nochmal, wenn ihr euch den anschaut, es ist ein Drama und es ist ultra, wie der Mike sagen, slow burning. Kein Mike Englisch kennen, aber dann die ganze mit Anglizismen miteinander haben, das Saudepp. Also der Mike hat da eigentlich gar nicht so wenig Schuld, gell? Der hat uns auch nochmal verzeiht, wie geil der Film sein soll und müssen wir uns unbedingt anschauen, der ist super. Genau. Und dann am Ende fragt man, ja Mike, warum hast denn du den so toll gefunden? Ich hab noch gar nichts gesehen. Das ist so ein Penner. Das ist aber ein typischer Mike, der hat sich immer Filme gekauft, von denen er nicht gewusst hat, ob die gut sind. Und dann hat er es mir alle ausgeliehen, so, ich muss mir den anschauen, der ist voll super. Dann sage ich ihm, bist du behindert? Das war voll der Scheißdreck. Ach, Gott sei Dank, dann brauche ich ihn nicht anschauen, hat es dann geheißen. Das ist voll die Mistsau gewesen für den. Ja. Also, früher, nicht gerade früher, also, zeig schon aber da auch nochmal, Pick ist kein Scheißdreck.
Nein, Scheißdreck ist es auch nicht. Aber Sag ich auch Pick nicht. ist jetzt nicht der beste Film des Jahres. Das braucht man gar nicht verzeihen. Nein, da würde ich auch sagen, dass es nicht der beste des Jahres ist. Ein gutes Drama, wenn man weiß, auf was man sich einlässt. Ja, gut, an Cage, ich kann am Cage aber auch immer was abgewinnen, das kommt dann noch dazu, weil wenn jetzt das eine andere Hauptrolle gewesen wäre, dann hätte ich ihn wahrscheinlich komplett gesagt. Dann hätte ich gesagt, komm hier auf jetzt. Aber Cage geht eigentlich immer. Wir müssen aber nur unseren Triple Threat raushauen, oder? Natürlich müssen wir das. Oh, natürlich. ich habe schon irgendwie gemeint, das geht in so eine Richtung Ende und wir machen es nicht. Na, also, Kani, gut. hast du Titten in dem Film gesehen? Nein, Und Trompeten? leider auch nicht. Und tote Tiere? Ich glaube, gesehen hat man keins. Doch. Hat man uns gesehen? Ja, das, was er kocht, zählt doch nicht. Ja, warum? Das ist ein totes Tier. Ja, also, okay. Und ich meine jetzt nicht das Ergebnis, sondern man sieht, glaube ich, auch die, was macht er denn da? So Wachteln, oder? Und Ja, die stimmt, so Wachteln, die komische- sieht man dann. Ja, stimmt. Ja, dann tote Tiere sind am Start. Ja, ja. Also ich hätte lieber Titten und Trompeten gesehen. Ja, in der falschen Erwartungshaltung, da warten in meiner Fantasie die auch schon lange drin gewesen. Ja, genau. Aber ich sag's es, ein T von 3, schwach. Schwach. Spiegelt unsere Meinung gerade wieder. Das spiegelt unsere Meinung wieder und ja, also für alle nochmal, wer Bock hat auf ein cooles Filmdrama mit dem Nicolas Cage, der Cosi Pick mal reinziehen. Vorsicht, es ist nicht ganz so eine schlüssige Handlung und man sollte aufpassen, nicht nur in die Chipstüten schauen und ansonsten verzeihe ich jetzt der Kani noch, was man alles zu tun hat, wenn man unseren Podcast hört. Also wenn man unseren Podcast hört, dann teilt man, kommentiert man und liked und verhängt sie Poster auf uns ins Zimmer. Und holt sich ein Hausschwein, weil es geil ist. Wie soll der Hausschwein wieder heißen? Ja, du brauchst da, ich hab mich schon informiert, du brauchst von Haus aus 2, weil die wollen nicht allein sein und dann hätte ich einen Wamal Sepp und einen Rollbraun Mani hätte ich mir geholt. Der Rollbratenmani. Geil. Und ich kennst beide Hausschweine dann nach dem Mike benennen, weil die haben auch Ähnlichkeit. Aber da müsst ihr euch eine große kaufen, nicht die kleine. Und ansonsten sagen wir vielen Dank, oder? Fürs Zuhören. Vielen Dank an Leonine fürs Zuschicken. Genau. Und euch viel Spaß beim weiteren Podcast hören und beim Filme gucken und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht im Reinl vom Schweiners. Aha. Ciao. Tschüss.